Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Der 26. Tag endet, wir haben Einnahme wie Sau mal wieder. Und, warte mal. Die Allerschung gibt 565. Puh. Ja. Haben wir gut abgerahmt. Wobei ich halt die 20.000 vom Iridium-Sprenkler ein bisschen abziehen muss. Ja, das ist... Wortklauberei, ne? So, dann ist ja halt wieder wunderschön und sonnig angeblich und morgen wird es höchstwahrscheinlich auch sein. Weil so Festle im Sternentautal, die sind nie bei schlechtem Wetter. So, Kaffeezeit. Und, jo. Das übliche Spiel mal wieder. Na, komm schon. Zack, zack. Und, das mal wieder rein, was sie gehört. Jo. Was sagt die Glotze? Vom Mäuer? Natürlich. Perfektes Wetter. Wie könnte es auch anders sein? Ja, in so einer Traumwelt ist es natürlich so. Und NC 3, 4. Und 5. Sehr gut. Können wir die Lücke da aber auch noch gleich schließen. Ich denke, mittlerweile haben wir genug Fässer und die Produktion läuft auch gut genug für sowas. So, rein damit. Abigail, die flötet wieder durch die Gegend. Okay, für sehr geschätzte Kunde, sehr geschätzte Kundin. Danke, dass Sie Pierres besucht haben. In diesem Brief befindet sich Ihre Rückzahlung für unser Geld-Zurück-Belohnungsprogramm. Bis zum nächsten Mal. Pierre, PS, entschuldige die unpersönliche Nachricht, Ackermane. Viel Spaß damit. Gut, 420. Haben wir wieder zurück. Gut. Köderauswerfer. So. Warte mal. Treibholz, genau. Dich will ich hier in die Recycle-Maschine. Oh Mann, ich habe... Entschuldigung, ich habe unmittelbar vor der Aufnahme dermaßen brutal genießt, dass man teilweise immer noch so ein bisschen de Zing gelauft. Ich habe gedacht, ich krieg so eine Kontrolle, aber irgendwie... Boah, nee. Falls es schlimmer wird, muss ich definitiv nochmal nach Sputze gehen. Okay, hier ist aber noch nicht gemacht, ne? Jo. Das mit dem Weze lassen wir jetzt einmal gut sein, weil, muss ja nicht sein. Die Felder können wir genauso gut vor der Herbst jetzt schon mal offen lassen. Da unten muss ich schon gar nichts mehr machen. Alle hopp. Okay. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Hier wollte ich. Jo. Und hier wieder. Ach ja. Ja, eigentlich die Tiere wieder zuerst, aber... Mach heute nicht mehr so viel. Gut. Dann wollte ich noch gucken, ob bei der Yumino-Hütte... Das hat nichts gemacht, das hat da nichts A gezeigt, ne? Ja, da bin ich eigentlich auch mal gespannt drauf, wie das da läuft, ne? Wenn wir jetzt schon das Zeug da haben, bin ich immer gespannt, falls hier nochmal Einnahme fließen sollten in Form von Weze oder sonst was. Wie das hier abgesammelt wird. Okay. Stoff. Leberwasch, du hast schon. Aber gestreichelt war ich noch nicht. So. Jetzt hat. Ne, komm schon. So. So. Und gut. Alles klar. Heieiei. Dann das Zeug. Erstmal die Tiere raus. Nein, du sollst keine rohe Eier einfach fressen, Ackermann. So. Und hier noch und dort. Okay. Dann ihr. So. Ja, die Sau hat schon lang Trüffel mehr gefunden. Das beunruhigt mich mittlerweile etwas. Oder ich finde sie einfach nicht. Na egal. So. Dann erstmal wieder das. Das geht mal allmählich echt auf die Kletz hier. Vielleicht sollte ich wirklich einfach nochmal ins zusätzlich bauen.
Aber das zerschrotet mal auch wieder die Symmetrie. Ah, ich hasse das. So, was haben wir hier noch drin? Ein Pershing und ein Apfel. Super geil. Dann wird erstmal ein bisschen Gießkanne wieder aufgefüllt. Und dann schauen wir mal, was ein Gewächshaus ist. Jo, die tägliche Obsternte. Von denen ist nichts da. Ah, doch, 2 Peperoni. Moment, einer fehlt. So. Die 2 obligatorische Peperoni. Bei denen war es aber kein Erntefehler. Bei denen war es ein Eipflanzungsfehler. Die habe ich ja erst... Ich glaube, das waren die erste, die ich gepflanzt habe, ne? Ups, da fehlt mir einer. So. Und so. Heieiei. Moment. 1, 2... Da muss ich hier, ne? Ach, Mann. Ach, Mann. Irgendwann finde ich ja nochmal raus, dass ich da in die mitgehe sollte. Okay. So. Mission accomplished. Dann wieder raus mit uns. Und... Bleibt ja nicht mehr allzu viel im Moment. Nee. Mühle brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Na gut. Dann lassen wir die Felder jetzt erstmal so majestätisch, was ich hier vegetiere. Und der ganze Kram kommt hier rein. So. Dann. Was haben wir dann heute noch zu tun? Ich könnte noch... Hi. Ich könnte noch zu Robin gehen. Und könnte einfach noch mal ein bisschen bei ihr reingucken. Zwecks Lade und so, ne? Schauen wir doch mal. Dann könnte man noch ein bisschen in der Kanalisation und im Hexersumpf angeln. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Hallöchen! Wie war dann das nochmal? 950 und 500.000. Okay. Badibadidabdam. Dadubdabdididam. Tja. Badum badididam. Sieht jetzt nicht so toll aus, was wir hier alles haben. Nö. Du kauf ma ach nix ei. Dann gehen wir hoch. Probieren nochmal unser Glück im Hexesumpf. Ja, das Ding ist natürlich auch schon kaputt. Schade. Mit der Siki kommen wir da nicht rein, aber so. Und zip. Gut. Dann angeln wir hier nochmal runter. Schauen wir mal, was kommt. Oh Gott. Um Himmels Willen. Oh je, das wird nix. Das wird nix. Der hat sich gerade sein Essen verdient, der Fisch. An. Oh. Na, komm her, du Zappel Philipp. Haha, es ist natürlich immer wieder der Schattenlachs. Lachs, der von Schattenenergie verändert wurde. Das frische Fleisch ist tiefschwarz, wird aber schnell pink, wenn es an die Luft kommt. So. Dann gucken wir nochmal, ob wir noch was anderes rausangeln können als Schattenlachs. Hui! Und zappel die Bappel. Was ist das? War ist das ein Kampf mit dem Vieh? Komm schon, gleich hab ich dich, du Arschsteller, du Barava. So, noch einer. Alle hopp. Hier kriegen wir anscheinend nichts anderes als Schattenlachse. Moment. Nicht, dass hier noch was drin ist. Ein bisschen Lehm. Na gut. Wird auch genommen. Okay. Dann gehen wir noch zum Willi. Und vielleicht auch in die Kanalisation. Okay. Wir gucken auch nochmal, ob es eine Daily Quest zufällig gibt. Nee, heute nicht. Dann kaufe ich mir erstmal beim Willi noch ein bisschen was ein. Und zwar brauche ich noch ein bisschen was von meiner Angel. Da
So Senkblei oder sowas, wenn nicht verkehrt. So ein Vertreter, Senker oder wie die Dinger heißen. Irgendwas wird sich schon finden. Ah, bei der Gelegenheit können wir selbstverständlich ja hier nochmal auffüllen. Und, so. Dann, hoppala. Nein, natürlich ist er jetzt eine tote Willi. Ach. Der Kerl. Der Kerl. Dann halt nicht. Dann machen wir das ein bisschen anders. So. Siki, wir parken dich da, wo ich dich auch wieder sehe. Wir gucken hier nochmal rein. Und möglicherweise hat Grobus wieder irgendwas supergeiles im Angebot. An Freitage schweigt er. Aha, das habe ich aber gestern nicht so erlebt. Hingabe zu Joba. Okay, das ist heute nichts Tolles im Angebot. Dann gucken wir doch nochmal, was hier abbeißt. Möglicherweise wieder so ein Zappel Philipp. Und? Na? Lost sich Zeit. Aber was für ein kranker Typ angelt überhaupt in eine Kanalisation? Ich meine, wie ranzig ist das bitte? Na gut, da kommt wohl nix. Köder ist an und Trage gewesen. Probieren wir es mal hier. Das dauert. Eisige Stille. Aha, Eva. Ah, das wird das einer mit so einem neckischen Hiedel auf. Halt! Haltet ein! Fisch der Kanale! Halt, du! Parkinson-Fisch! Nein, Schirka! Eva! Mutantenkarpfen, du hast einen der legendären Fische gefangen. Ja, in Gold. Das merkwürdige Wasser der Kanalisation hat diesen Karpfen in ein Monster verwandelt. Dann heben wir mal auf. Ich steht mal sagen, wenn das einer von den legendären Fische ist. Ja, lecko mio, denn behalten wir den Zappel Philipp auf jeden Fall. War ganz schön schwer, den Kerl da rauszuangeln. Aber dann bewahren wir definitiv der Helm in unserer Haustruhe auf. Wenn es tatsächlich... Na, komm, kommt wohl nichts mehr. Wenn das tatsächlich so ein legendärer Fisch ist, dann wird er natürlich auch aufbewahrt. Okay. Ja, da ist zwar Willi, aber der verkauft uns nichts. Na gut. Schön, schön. Da habe ich jetzt legendäre Mutantenkarpfen geholt. Hi, hi. Auch wieder keiner hier? Na gut. Ach ja. Ah, Honig ist auch mal wieder gut. Oh. Und Eva, das ist zur herzige Nummer. So, warte mal. Wir haben noch Käsemilch. Die musste auf jeden Fall noch neu. So, komm schön. Oh, come on. So. Dann hier noch den Kram. Hier noch den Kram. Und Todeszeichen noch. Alter Falter, haben wir zu tun, oder? So, bei der Gelegenheit kann ich jetzt nochmal gucken, was ich bei der letzten Episode verschnarcht habe. Und zwar noch gucke, ob die Batterien hier möglicherweise noch sind. Sodala. Also, Batterie lagern hier Kenny. Da war ja noch Müll. Alter Falter. So, Müll. Komm schon. Zack. Dann. Was kann fort? Das kann alles fort. Ja, komm, Lehm, schmeiß weg den Scheiß. Dann Honig. Wenn wir dann unseren Honig... ja, ich werde es noch irgendwann wissen, wo ich meinen Honig verstau. Dann vielleicht in der rote Kiste. Ich glaube, das ist... Ja, in der rote Kiste. So, hier ist nirgendwo Batterie. Hier ist nirgendwo Batterie. Hier ist auch nirgendwo... Ah. Okay. Dann kommt das ins Haus rein. Dann haben wir wenigstens einmal... Oder andersrum. Wir machen das andersrum. So, dann brauchen wir aber jetzt nochmal erst hier... Peng. Und dann verkaufen wir gleich mal. Wir gehen hier nochmal rein. Erstmal die
der zumachen. Dann unseren Mutantenkarpfen. Der kommt hier rein als Zeichen des Siegs oder der Deibel war es auf jeden Fall. Hämmern jetzt, ob man wollen oder nicht. Und der Käse. Da habe ich noch gesagt, da kann ich auch die Lücke wieder schließen, gell? Genau. So, 1, 2, 3, 4. Sehr schön, Lücke wieder geschlossen. Unser hässlicher Mutant ist auch fort. Aber wie gesagt, das Zeug verkaufe ich nicht. Das ist, wenn es ein legendärer Fisch tatsächlich ist. Tja, dann behalte ich den natürlich. Okay, jetzt ist nur noch das hier übrig, genau. Du warten wir jetzt auch noch fleißig. Und was ich noch machen kann, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Heu machen. Ja? So weit gehen die Viecher sowieso nicht. Dass ich hier einfach noch das Gebiet hier ein bisschen noch von Unkraut säuber. So, das können wir auch noch jetzt zerschroten. So, ne, dass das Zeug dann ewig im Weg ist und hier unser ganze Dinger zumüllt. Okay. Hier machen wir auch gerade noch mal ein bisschen weg. So. Einfach nur, damit es jetzt so in der Nähe von unserer Zäune ist. Ansonsten, die Tiere gehen ja bis dort hier, um ihr Zeug zu holen. Aber die Ränder hätte ich eigentlich immer ganz gern sauber gehalten, ne? Jetzt gucken wir nochmal da, dass wir hier auch nochmal die Ränder sauber kriegen. Oh, da scheint Licht sogar hier aus der Yumino-Höhle. Ah, da könnte ich dann sehen, was abgeerntet haben. Ja komm, das Stück machen wir auch noch fort. Okay. Schicki Sach. Dann gucke ich jetzt nochmal gerade, wie viel Heu wir insgesamt noch haben. Dass wir so allmählich in eine Heunot geraten. 226, ja, es wird tatsächlich immer weniger. Wir sollten mal wieder ein bisschen Heu uns zulegen. Warte mal. Jo, auf den habe ich gewartet. Sehr schön. War das bei der ERV nochmal der Wein von Mykonos, von wegen Ziegekäse, komme ich jetzt gerade drauf. Am Fuße des Peloponnes, da lag er weiß wie Ziegenkäse und wusste so viel wie Sokrates. Das ist, glaube ich, mit Abstand einer von der geilsten Reime, die ich jemals gehört habe. Oh Mann, 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 ERV. Wer von euch kennt die eigentlich noch, die ERV? Bei uns war es immer so, wenn wir in Urlaub gefahren sind, meine Schwester, meine Eltern und ich, wenn wir noch Südtirol oder so hingefahren sind in den Urlaub, dann haben wir auf dem Hinweg eigentlich immer und auf dem Rückweg natürlich auch immer so Kassette gehabt, wo man die ERV gehört haben. War das bei euch auch so? Das würde mich mal interessieren. Gebt mal Bescheid, wenn das bei euch auch so war. Von wegen Kindheitserinnerungen und so. Okay, dann gehe ich jetzt mal zu meiner Frau ins Bett. Und der letzte Sommertag bricht dann jetzt da. Sehr schön. Dann könnten wir auch noch zum Reisewagen, wenn jetzt eh wieder Sonntag ist. Und die Schämmusik noch. Ja, darauf habe ich gehofft, dass die noch kommt. Ah. Ach Mann, die wird mir am allermeisten am Sommer fehlen. Die schönste Musik in Stardew Valley. Ach, wie schön. Königin der Soßen. Größte der Haselnüsse. Das habe ich jetzt auch gelernt. Und mir wird's wunderschön und so nicht. Ja, wir werden bald ein Baby haben. So. Käseernte ist wieder gut. Und mein Lieblingsteil wieder. Ist das schön. Ist das schön. Okay, das ist wieder das Mondlichtquallefest, wozu mich Demetrius eingeladen hat. So, Ackermann, trink erstmal deinen letzten Kaffee im Sommer. Ach ja. Ja, offiziell ist er eigentlich Herbst. Naja, mehr oder weniger. Es fühlt sich nur irgendwie nicht mehr Herbst an, finde ich. Ach ja, wie schön, wenn das Zeug jetzt auch nochmal aufgeht. Perfekt. Ja, dann gehen die Blaubeere leider nicht noch einmal auf. Aber der Rotkohl ist nochmal auf der Dach aufgegangen. Sehr schön. Und die Tomate anscheinend auch. Die Junimos haben sich das wohl nicht über Nacht gecached. Na gut, dann halt nicht.
Ach ja, dafür sollte es definitiv mal Remakes geben von Instrumental-Remakes von dem Lied. Das ist echt ein sehr tolles Lied. Ich mag das. Gut, dann wieder an die Produktion von Mario. Hier noch. Oh, haben wir einen zweiten Fuß sogar. Und Enter. Ja, dich haben wir schon gestreichelt. Gut. Was ist dann hier noch drin? Aha. Alles klar. Dann erstmal wieder der Durchstreichler. Und du sorgen wir für mehr Trüffel, Bertha, sonst wäre ich Kochschinken. Aber ich glaube, das ist in Stardew Valley gar nicht möglich, dass man seine Tiere schlachten kann, oder? Also auch mit dem neuen Update ist es, glaube ich, nicht möglich, dass man Tiere schlachten kann. Auf der einen Seite irgendwie schade, auf der anderen Seite wird es aber auch dieses... diese Traumwelt zerstören, wo einfach jeder jeden mag und keiner stirbt, zumindest nicht im Dorf. Und jeder ist immer nur freundlich zum anderen, ne? Das wird so ein bisschen die Idylle zerstören, finde ich. Wenn man sich dafür entschließen könnte, dass man jetzt seine Tiere auch schlachten kann. Eventuell ist es aber auch mal so, dass die Tiere irgendwann tatsächlich mal so alt sind. Und dass man sie dann, wenn sie versterben, dass man dann irgendwie, was weiß ich, Fleisch oder was draus macht. Also wirklich tatsächlich Fleisch, außer Fisch. Habe ich in Stardew Valley auch nie gesehen. Die scheinen sich alle sehr vegetarisch zu ernähren hier. Beziehungsweise pesketarisch. Also Pesketarier sind ja diejenigen, die kein Fleisch essen, aber die Fisch und Meeresfrüchte essen. Ach ja. Ja, also wie gesagt, es wundert mich schon so ein bisschen, dass man kein Fleisch hier kriegt. Möglicherweise ist es auch durch einen Hack oder was machbar, dass man an Fleisch kommt oder was. Ich weiß es nicht. Ich kann es leider nicht sagen. Nie ausprobiert. Gut. Wird erstmal unser Zeug verkauft. So Hopfe brauche ich jetzt auch nicht mit so gießenden Käse. Höchstens der Weze muss ich noch gießen, ne? Das war's dann aber auch schon. Ansonsten bereite ich mich eigentlich jetzt eher auf das Sommer vor. Hoppla. So, das sind alles Sommerpflanzen, die muss ich nicht gießen. Ja, da muss ich aber auf jeden Fall, denn hier, der wächst ja im Herbst dann weiter. So, das kann ich eigentlich lassen, wie es ist. Aus der Wege-Zeitung hat sie sowas gemacht, einen Stoff gemacht. Alle hopp, warum nicht? So. Erstmal eine ganze Kram verkaufen. Der war jetzt neuerdings hier. Dann war, glaube ich, die Mario-Produktion war abgeschlossen. Dann holen wir uns die noch. Und der Käse muss sowieso erst wieder runter. Aber, ja. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Mit der tolle Musik natürlich. Anders geht es ja gar nicht. Wisst was? Bevor ich jetzt in die Stadt gehe, in die Kanalisation gehe, um zu gucken, was Grobos im Sortiment hat, gehe ich zuerst zum Reisewagen. Aber wirklich allein nur wegen der Musik. Das war, ich wollte etwas sagen, allein nur, aber irgendwie bin ich drüber gestolpert über das Wort. Ja, allein nur wegen der Musik, die wir jetzt zum letzten Mal in dem Jahr hören. Deswegen bin ich auch ein bisschen still und genieße es einfach mal, das zu hören. Muss ja nicht jeden Quatsch kommentieren. Ich hoffe, ihr habt's genossen, ihr liebe Leute. Ich habe jetzt auch wirklich mal echt die Gosch halten müssen, damit ich es auch nochmal genießen kann. Ach ja.
Der babbelt aber ganz schön viel hier, der Kerl. So, nichts Neues, schade. Nur Fledermausflügel, so einen Käse brauchen wir nicht. Na gut, na gut. Ach ja. Jetzt kommt wieder nur die ganz normale Stadtmusik. Okay. Yo. Also Batterie und seltene Saat fand ich eigentlich recht gut. Batterie kann man nie genug haben. Was ist dann bei dir, Pierre? Du hast natürlich noch nicht das Zeug für der Herbst im Sortiment. So rum, Herrgott. Tapete. Das kann ich behalten. Steht Sache, wir gehen nochmal zu Robin. Und gucken, ob die möglicherweise im Lader auch noch was Schönes hat. Dann könnten wir noch auf dem Rückweg in die Calico-Wüste gehen und gucken, ob die möglicherweise noch eine spezielle Herbstsaat für uns hat. Womit wir dann ein schönes 24er Feld machen könnten. Ja, lass mal gucken, was hast. Holzige Couch. Aha. Festlicher Esstisch. Nö. Nichts im Sortiment heute, was ich mag. Na dann, schauen wir doch nochmal bei Sandy vorbei in der Calico-Wüste. Ob die gut fragen nicht möglicherweise irgendwas ganz Tolles für uns für der Herbst hat. Ach ja. So. Quatsch. So. Die dumm. Joink. Weiter geht's. Und unseren Käse muss untergebrochen werden. Das heißt, erst mal runter damit. Ja, bei Abigail, wenn ich sie jetzt gerade wieder sehe, da bin ich dann doch etwas irritiert, dass es hieß, von wegen, ja, sie geht noch zur Schule. Das fand ich etwas skurril, um ehrlich zu sein. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass die eigentlich schon volljährig ist und nicht mehr zur Schule geht. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch eine Meesterschule oder was, die sie noch macht. Was weiß ich, dass er als Näherin oder Schneiderin ist jetzt eher die Emily, würde ich jetzt mal so steil behaupten. Dass die Emily, wenn schon, dann am ehesten noch hier was mit Schneider zu tun hat. Aber was weiß ich, vielleicht macht die Abigail wirklich so ihren Meister in irgendeinem Handwerk. Und geht deswegen zur Meisterschule. Man weiß es nicht. Weil von Schule kriegt man hier nicht wirklich was mit. Das Einzige, was mit Schule hier zu tun hat, ist eigentlich der Privatunterricht von der Kinder bei Penny. Aber da ist Abigail ja nicht mit dabei. Die ist ja kein kleines Kind. Sehr skurril. Na gut. Wir schnappen uns nochmal die ganzen seltenen Güter, die es hier gibt. Naja, selten jetzt nicht, aber exotisch. Wieder gemischtes Saat. Ja, ich weiß, Begeisterung sieht anders aus. Hi Sandy. Rhabarber Frühling, Sternfrucht im Sommer, rote Beete im Herbst. Perfekt. Ja, die Saat kostet aber auch nicht so viel. Das wird wahrscheinlich auch nicht so viel wert sein, das Zeug, ne? Egal. Wir nehmen trotzdem 24 davon mit. Ach ja. Gut. Schön. Dann haben wir auf jeden Fall von morgen nochmal etwas, sagen wir mal, außergewöhnlichere Saat, die wir pflanzen können. Und dann schauen wir mal. Kokosnuss. Artefaktplatz. In die Schädelhöhle gehe ich jetzt bewusst nicht rein. Das dauert einfach wieder zu lang. Na gut. Zurück ins Sternentautal, genau. Ansonsten steht nämlich so viele. Im Herbst muss ich dann zum Schluss nochmal das Gras mähen. Das steht auf jeden Fall dann noch an. Ein treues Pferd wartet geduldig auf deine Rückkehr. Sehr schön. Erlaub. Dumm. Rei, alles Rei. Wobei, den heben wir Verlinus mal auf. Und noch dem Hanebampel möchte ich gerade auch noch gucken. Möchte gerade mal gucken, wo der bleibt. Oder wo der gerade steckt, besser gesagt. Dass wir dem nämlich noch so Kokosnuss noch beibringen können. Wäre an sich eine nette Geste. So, wo steckt er dann? Ah ja, da ist er. Ich weiß, der macht ja niemand was. Ja,
Ja, ist wundervoll. Macht mein Tag aufkällt. Gern quer. Ja, auf jeden Fall. So. Okay, festes Event haben wir jetzt nicht wieder freigeschaltet. Ah, warte, da ist noch was. Ah, prähistorischer Schädel. Das kann ich auch beim Gunther abliefern, aber das wird wohl erst morgen funktionieren. Oder ab morgen. Ich weiß nicht, ob ich das morgen dann schon wieder vergessen habe. Aber naja, schauen wir mal. Nie das Schlechteste von mir, hoffe. Immer nur das Beste. Die ganzen Dinger, die ich vergesse und die ich verpeilt, sind allesamt nicht böse gemeint. Das ist allesamt nur Verpeilfaktor hoch 80. So. Okay, da ist nichts Glitzeriges drin. Hier auch nicht. Na gut, na gut. Schauen wir nochmal, ob hier noch irgendwas spontan entstanden ist. Ja, ein bisschen Kupfererz. Ich weiß, das Holz machen wir auch noch fort. Ups, das irritiert mich nämlich etwas. So. Und wir machen uns auf den Weg zum Strand zurück. Dann schauen wir mal. Ne, hier glitzert nichts im Wasser. Ne. Okay. Ich habe ja gedacht. Aber Moment mal. Hotzet Mokese, ich hätte sogar irgendwas schon bestanden. Servus. Warte mal. Haben wir nicht irgendwas sogar schon... Höhleinsekte, die haben wir tatsächlich schon. Okay, hol dir deine Belohnung bei Gil ab. Das ist dann der da, ne? Tatsächlich, ja. Insektenkopf. Schwertstufe 6. Nicht gerade angenehm zu schwingen. 10 bis 20 Schaden und plus 2 Geschwindigkeit. Ja, schick sieht's aus, aber... Tja, er nimmt zwar 300. Nee, das bewahre ich einfach auf. Das gibt bei mir Deko daheim in der Truhe. Ich kann's... Ui, du verlangt das 10.000 für den Schampel. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Knorrschwert, ne, das ist alles Käse. Okay, na gut, dann haben wir das jetzt wenigstens auch noch eingesackt für die Höhleinsekte. Ich habe hier auch noch immer den Anreiz, dass ich die Museumssammlung auch noch beende, ne? Also der Ehrgeiz ist definitiv noch vorhanden. So, oder? Wir gucken jetzt gerade noch ein bisschen nach Artefaktplätze. Dass ich eventuell noch was verschnarch hier, ne? Das sollte nicht sein. Ach Gott, hier wachsen die Edelwicke wie bekloppt. Pflücken wir natürlich alle. Aber wenn jetzt so viele auf einem Haufen sind, dann wird das auch gepflückt. Okay, na gut. Gut, alla. Dann gehen wir nochmal zurück auf den Hof. Und danach, wenn wir da fertig sind, können wir auf dem Rückweg direkt zum Fest der Mondlichtqualle gehen. Okay, das kann verkauft werden. Das ist alles ein Fall für die weiße Truhe. So. Der Insektenkopf kommt rein. Der Diamant wird noch verkauft. So, genau. Den packen wir hier rein. Und dann schauen wir mal. Hier machen wir noch alles dichten, dass die im Herbst alle hier wie die Bekloppte rumspringen. Soweit sieht alles eigentlich auch ganz gut aus. Ach ja, ich mag meine Felder. Bin ich ja mal gespannt, wie die Fässer sich dann entsprechend entwickeln. Moment. So, bringt jedes Mal viel Geld. Okay, ich bin ja echt mal gespannt dann, wie sich die Saisonpflanze, die ich da als Deko gekauft habe, entwickeln. Tja, großartig viel haben wir jetzt eigentlich nicht mehr zu tun, ne? Ich warte jetzt eigentlich nur noch, bis das Fest der Mondlichtqualle anfängt. Das heißt, wir könnten theoretisch noch eine Runde angeln gehen, ne? Das kann man noch machen, denke ich. Ja, da komme ich nicht durch. Vielleicht für ein, zwei Viecher zu angeln reicht's noch. Von mehr war Anime. So, stellen wir uns gerade hier auf die Brücke. Da habe ich meinen Gaul auch gut geparkt. So. Na dann. Komm schon. Beiß A. Beiß A, beiß A, beiß A. Hopp, hopp. Ja. Und? Oh. Das ist nicht gerade der leichteste, aber auch nicht der wehrhafteste Fisch. Und einen Schatz gibt es auch noch mit dazu.
So, was haben wir dann hier? Wir haben einen Hecht. Und wir haben eine Geode. Alles klar. Das klingt doch mal nicht verkehrt. So, gucken wir mal, was hier noch drin hängt. Ah, das könnte mal wieder ein Karpfer oder sowas Fußgängermäßiges sein. Und das ist eine Brasse. Alles klar. Gut, dann machen wir den Ende noch rein. Dann sind wir nämlich bei exakt 40 Köder und wir nehmen noch ein bisschen Zeit, bis das losgeht. Okay, das war's dann. Tanz der Mondlichtquallen hat begonnen am Strand und ich habe meinen Köder verbraucht. Alles klar. Na dann. Das kennen wir ja noch vom letzten Jahr, ne? Ich lasse mir einfach, wenn die Quallen kommen, ich will ja niemand belästigen hier. Sommer ist vorbei, um ehrlich zu sein, ich werde kein einzig von einer lästigen Schnoke vermissen. Ich auch nicht. Was? Warum guckst du mich so an? Denkst du, ich bin zu alt, um es selbst zu genießen? Oh Gott. Ja, die schwelgt wieder in Nostalgie und Erinnerung. Kerzen sind romantisch wie Zau und ja, mal hier komm ich fahr. Herbstsaat ist logisch. Dich gibt's ja auch noch, du alter Dachdieb. Ja, ich hab dich vom letzten Jahr noch gefunden, keine Angst. Luna los. Wenn immer so goldige Namen hier, die ganze Wese. Du, Mondlichtqualle, bemerkenswerter Spezies. Ja, die hätte längst schlafen sollen, wahrscheinlich schon um 8 Uhr. Oder wann die im Bett sein muss, wie es der Teufel wann. Hier ist, glaube ich, noch Lea. Ja, genau. Hier ist noch Lea. Ja, die zollten Summer nochmal Respekt. Das sind alles dieselbe Texte von letztem Jahr, wenn ihr euch erinnert, ihr liebe Leute. Und natürlich habt ihr auch schon das erste Jahr bei mir gesehen. Das versteht sich ja von selber, ne? Ist ja nicht so, als ob ihr hier Quereinsteiger wärt. Das wäre ja ekelhaft. Zwinker, zwinker. Okay, Mani, was gibt's denn bei dir? Ganz schön die Menschenmasse für die A-Legestelle. Ja, das kann ich nur vollziehen. Und die vergisst jedes Jahr ihre Kamera. Aber das mit der A-Legestelle, das kann ich noch nur vollziehen, ne? Dass man durch sich vielleicht nicht eher so auf den Steg traut, wenn du so viele Leute unterwegs sind. Der geht gern die Mondlichtqualle schmause. Und die ist enttäuscht, dass es Buffet gibt. Vor allem wahrscheinlich, dass es Freibier gibt. Der will das seltene grüne Wappel sehen. Der ist mal wieder paranoid. Und der fragt sich, ob sie giftig sind und will das Äppel nicht neu stumpen. Die sagt, das ist selten und aufregend. Jo, Alter. Wie gesagt, kennt man alles. Der einzige, der neu ist hier, ist Kent. Und den sprechen wir gleich mal an. Ja, sogar Shane findet es beeindruckend. Und die geht sich natürlich über Babys früher. Okay. Kent kommt zum Schluss. Weil jeder babbelt wieder nur seinen Text vom letzten Jahr runter. Der mal wieder mit seiner schönen Schuh. Klinschte braune Schuhhengst. Ach, was ein Typ. So. Der ist mal wieder sehr umweltbewusst. Und du, da oben Daggermann. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit, um dich vor der Erntezeit zu entspannen. Okay, das war auch schon alles, was der sagt. Jo, Lotta Louis. Es reicht, schick mal das Boot los. Ah, hopp, dann trinke ich noch einen kleinen Schluck. Natürlich noch schön mit meinem Fang des Tages hier in der Krabbereuse mit dabei. Oh je, oh je. Das macht sich natürlich denkbar schlecht für ein Thumbnail jetzt. Scheiße. Oder vielleicht gerade interessanter. Wobei ich das ja auch im letzten Jahr schon hatte. Ich muss sagen, das wäre auch ein Spektakel, was mir sehr gefallen würde. Aber das habe ich auch im letzten Jahr schon gesagt. Wenn es wirklich solche lumineszierende, hieß es dann, glaube ich, ne? Lichtspendende. Wenn es solche lumineszierende Tiere dann gibt, ist das wirklich sehr schön zum Angucken. Das seltene grüne Wabbel ist aber das Jahr nicht dabei. Im letzten Jahr war es. Schön. Ah doch, da ist er wieder. Da schwirrt er rum, das seltene grüne Wabbel.
Schön. Einfach nur schön. Ach ja. Und Abigail steht jetzt auch neben mir, statt einsam da am Pfosten zu stehen mit dem Seppel und einem anderer. Verbringen wir das Jahr als Ehepaar. Das Leuchten vom Sommer ist jetzt verblasst und die Mondlichtqualle führen den Weg ins weite Unbekannte fort. Ach, wie schön. Ist das schön oder ist das schön? So, wir schmeißen jetzt erstmal ein bisschen Scheißdreck fort. Und dann die Sache, liebe Leute. Wir sehen uns dann auch übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann, wenn der Herbst losgeht. Ayan Yankee.